živí v světu a mení kelíček měj. Obokniště svojich lidov, sebou háčom vše na tvej. Zajko človek vyjde, zrela leta se zaví, da drevu življenje raste, kjer pomlado je srci. Da drevu življenje raste, kjer pomlado je srci. Ne pozabim domovine, njenih pesmi in ljudi. Ko zajadram med spomine, se oko mi orosi. Ne pozabim domovine, njenih pesmi in ljudi. Ko zajadram med spomine, se oko mi orosi. Da mi bežijo, kakje moje sosledi, vidno ko podal prepridem, vse se nemiljivo zdi. In zato je duša govni son ljudi doma, kjer se sonce slivi ljubi, moje je srce doma. Kjer se sonce slivi ljubi, moje je srce doma. Ne pozabim domovine, njenih pesmi in ljudi. Ko zajadram med spomine, se oko mi orosi. Ne pozabim domovine, sebi nosim jo povsod. Tam so moje korenine, tam živi domači rod. Tam so moje korenine, tam živi domači rod. Spoštovane Dame in Gospodje, dragi navzoči, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Anwesende. V imenu organizatorjev vsakoletne spominske slovesnosti tukaj pri Peršmanu, to sta Zveza Koroških partizanov in Društvo Verein Peršman, vas vse prisrčno pozdravljam. Vsakoletno srečanje tukaj je namenjeno spominu in poklonu žrtvam nacističnih zločinov s kmetij Peršman in Hojnik ter vsem žrtvam odporniškega gibanja v regiji. Im Namen der Organisatorinnen der jährlichen Gedenkfeier hier am Perschmannhof, das ist der Verband der Kärntner Partisanen, Zveza Koroških partizanov,
und der Društvo-Verein Berschmann heiße ich Sie alle recht herzlich willkommen. Gemeinsam gedenken wir heute der NS-Opfer der Höfe Berschmann und Heunig sowie der vielen WiderstandskämpferInnen der Region, die dem Naziterror zum Opfer gefallen sind. Wir freuen uns, Sie zu diesem Anlass hier begrüßen zu dürfen. Besonders freut es uns, dass Sie trotz dieser Hitze den Weg hier herauf gefunden haben. Lepo, da ste danes prišli kljub temperaturam, res znamo ceniti, da ste se odzvali našemu povabilu. Dovolite nama, da bova ob začetku pozdravljala nekaj častnih gostov. Wir möchten eingangs einige Ehrengäste hier begrüßen. Es ist eine relativ lange Liste, so viele wichtige Personen, toliko pomembnih oseb je tukaj našlo pot, ampak seveda vsi ste naši častni gosti, toliko ob začetku. Prosimo za skupen aplavz čisto ob koncu. Pozdravljam, še ni treba sedaj. Ja, še ni treba sedaj, ob koncu. Pozdravljamo ob začetku, čeprav je še ni, rekla je, da se bo pridružila čez nekaj minut poslanko Državnega zbora in deželno govornico Zelenih, tu je gospa Olga Voglauer. Wir begrüßen in Kürze, sie wird sich um wenige Minuten verspäten, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen in Kärnten, Frau Olga Voglauer. Pozdravljamo med nami županjo občine Železna Kapla. Wir begrüßen die Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Eisenkapel Železna Kapla, gospa Lisa Lobnik. Pozdravljamo v naši sredi referentko za politiko in gospodarstvo švicarskega veleposlaništva. Wir begrüßen in unserer Mitte die Referentin für Politik und Wirtschaft der Švajcarischen Botschaft in Österreich, Frau Alexandra Kriegel. Pozdravljamo, čeprav jo sedaj še nisem videla, vodjo kulturnega oddelka pri deželi Koroške. Ich habe sie zwar noch nicht gesehen, aber sie hat sich angekündigt, Leiterin der Landeskulturabteilung, Frau Magistra Brigitte Winkler-Komar. Potem pozdravljamo naši sredi goste iz sosednjih občin in sicer pozdravljamo županjo občine Črna. Wir begrüßen die Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Črna, gospa Romana Lesjak. Potem pozdravljamo poslovodjo Zveze slovenskih organizacij, gospoda Floriana Vizarja in tudi podpredsednika Zveze slovenskih organizacij Folti Sima. Wir begrüßen den Geschäftsführer sowie den stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes slowenischer Organisationen, das ist einerseits Florian Vizar und Folti Sima. Pozdravljamo predsednika enotne liste. Wir begrüßen den Vorsitzenden der Einheitsliste, gospod Gabriel Hriba. In pozdravljamo tudi podpredsednika Slovenske gospodarske zveze, to je Felix Wieser. Wir begrüßen auch den Vorsitzenden des slowenischen Wirtschaftsverbandes, Herr Felix Wieser. Eine besondere Freude ist es dass auch unter uns Frau Gudrun Bloberger und Frau Dina Leisch weilen. Dina Leisch war oder ist die Gründerin unseres Vereins. Sie war die erste Vorsitzende des Društvo-Vereins Berschmann. Später folgte ihr nach Gudrun Bloberger. Gudrun Bloberger war ebenfalls Vorsitzende des Društvo-Vereins Berschmann und ist jetzt pedagogische Leiterin in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Med nami sta bivši predsednici Društva-Verein Berschmann, to sta Tina Leiš in Gudrun Bloberger, kar nas prav zelo veseli. Med nami je tudi zastopnik spominskega obeležja koncentracijskega taborišča Moringen. Unter uns ist auch der Vertreter der KZ-Gedenkstätte Moringen, Herr Uwe Reinicke, ein Stammgast unserer Gedenkfeiern, weil ja auch die Geschichte des Berschmannhofes stark in Verbindung steht mit der Geschichte der KZ oder des ehemaligen Konzentrationslagers Moringen. Sedaj predam tebi še besedo, Nikolaj. Hvala lepa, Eva. Jaz bom še ta seveda častitljiv seznam še malo nadaljeval. Pozdravimo gospoda Boruta Sajovica, vodje poslanske skupine Svobode v parlamentu Republike Slovenije med nami. Pozdravim Nives Košuta, predsednico SKGZ-ja Trsta, ter soproga
in tajnika SKGZ-ja. Pozdravimo tudi Matjaža Špata, predsednika taboričnega odbora Ravensbrück, pa tudi vse predstavnike Zveze borcev za narodno osvobodilno borbo. Bom imensko vse zastopnike imenoval: gospoda Vojka Hobiča, predsednik, Luciano Marzolini Provenca je predsednik Ampija v Čedadu. Pozdravimo tudi Guido Jančarja, predsednika Črne zveze borcev, in Stanislava Ovniča, ki je tudi tu predstavlja zveze borcev. Še nismo končali. Pozdravljamo seveda v naši sredi, tudi vi ste naši častni gostje danes, in sicer so to slavnostni govorniki in slavnostna govornica današnjega popoldneva. Auch unsere Festrednerinnen möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Das ist einerseits Andrina Mracznika, sie wird die erste Gedenkrede halten, und im Anschluss dann Kaspar Surba und Stefan Keller von der Paul-Grüninger-Stiftung. Wir werden die Rednerinnen natürlich entsprechend auch noch vorstellen. Die Gedenkrede wird dann halten Stefan Keller. Za glasbeni okvir danes, in to je res tudi prav posebno veselje, da se je to danes izšlo. Moram reči, da ni samo omejeno, da smo danes tukaj lahko že slišali vokalno skupino Kliko iz Železne Kape, se pravi domači pevci in domače pevke, ki so danes prišli k nam zapeti, saj se vedno istočasno pravzaprav odvija žegnanje na Obirskem, se pravi v sosednji grapi, in se v bistvu nikoli ni izšlo terminsko, da bi prišli tukaj sem. Letos pa čudežno se je obirsko žegnanje odvijalo že en teden prej, in zato smo zelo veseli, da so prišli potem in so se odzvali našemu vabilu vokalna skupina Klika pod vodstvom Judith Pavlič, in prosim zdaj res za en skupen aplavz. Ja, die Vokalgruppe Klika, die wir eingangs gehört haben, konnte in den letzten Jahren eigentlich nie hier vor Ort sein, weil sich gleichzeitig im Nachbar Obirsko Ebriach, das ist ein pomisla, Ebriach immer zeitgleich žegnanje po nemško, Kirchtag, jaz poznam samo slovenske izraze, odvija. Der Kirchtag findet immer gleichzeitig statt, und das wäre sich terminlich nie ausgegangen, teuer ist es aber endlich der Fall. Preden da bomo nadaljevali v programu, bi vas rada opozorila na nekaj tehničnih, organizatoričnih informacij oziroma točk. In sicer smo danes ob tej vročini seveda posebej pozorni in previdni. Na voljo je voda, če želite, če ste žejni. Na voljo je tudi medicinska oskrba, če bi jo potrebovali, in vas res prosimo, da se dosti zgodaj tudi javite, če bi temu tako bilo. Sanitarci so tu in bodo na pomoč, če bo potrebno, ampak izhajamo iz tega, da ne bo, ker so naši pomagači tudi danes skrbeli za senco in je le na 1100 višinskih metrih malo bolj prijetna Temperatura. Also einige technische Informationen. Wir wissen, es ist heute sehr heiß. Sie sitzen im Schatten, wir stehen in der Sonne. Wir werden das gemeinsam gut meistern. Das Programm ist heute auch dementsprechend kürzer gehalten. Sollten Sie dennoch Hilfe brauchen, medizinische Hilfe, sollten Sie gerne etwas trinken möchten, dann bitte wenden Sie sich an die Personen, die Ihnen hier gerne zur Hilfe stehen. Pa še eno zadnjo informacijo, in sicer smo se letos odločili, da ne bomo prevajali govorov, kot je to bilo v zadnjih letih običajno, da bi to moderacija prevedla, temveč smo natisnili prevode govorov v nemščino oziroma v slovenščino in vam bomo razdelili, ko bo tako daleč, te liste. Če jih potrebujete, prosim si vzemete prevod v nemščino oziroma v slovenščino. Če pa razumete oba jezika, potem je to za vas itak idealno. Sedaj je prišla gospa Olga Foglova. Draga Olga, pozdravljena.
So. In ob začetku današnje slovesnosti pa bomo najprej polagali vence. Zu Beginn der Veranstaltung, wie jedes Jahr, werden wir erst die Kränze legen vor das Denkmal hinter mir und vor die Gedenkplatte am Haus. Se pravi, najprej bomo položili vence pred začetkom programa, položili jih bomo pred spomenikom in položili bomo oziroma obesili jih bomo tudi na steno domačije, Peršmanove domačije. In sedaj bi prosila najprej glasbo, da se nam spet pridružijo, in prosila bi zastopnike vseh organizacij, da se pripravijo na položitev. Točno. In napovem ob tem tudi še vstop praproščaka. Danes je med nami praproščak iz Črne na Koroškem, da se tudi pridruži. Sedaj prosim pred mikrofon predsednika Zveze Koroških partizanov, gospoda Nikolaja Orašeta, ter mojega kolega Markusa Gönicerja za društvo
Berschman za pozdravne uvodne besede. Fas Mikrofon jetzt der Vorsitzende des Društva Verein Berschman, mein Kollege Markus Gönica, Predsednik, Vorsitzender Zveze, also des Verbandes Kärntner Partisanen, Zveza Kruških Partizanov, Nikolaj Oraše. Spoštovane gospe in gospodje. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zur traditionellen Gedenkfeier am Berschmannhof. Der heutige Tag steht im Zeichen des Gedenkens an die Opfer der Familien Sadonik und Kogoj, die im Zuge des Massakers am Berschmannhof ermordet wurden, aber auch an die vielen anderen Opfer aus der Region sowie im Gedenken all jener mutigen Menschen, die in den verschiedensten Facetten Widerstand gegen den NS geleistet haben. Zu viele von ihnen haben ihr Leben verloren. In diesem Sinne haben wir lange darüber nachgedacht, wie viel Raum der in meisten Teilen rechtswidrige Polizeieinsatz des letzten Jahres, der viele von Ihnen sehr bewegt hat, in diesem Rahmen erhalten soll und darf. Nachdem der Vorfall hohe Wellen geschlagen hat und vielerseits Schmerz, Trauer und Unverständnis in dieser Gedenkcommunity, aber auch in der slowenischen Volksgruppe und unter Antifaschistinnen weit über diese Region hinaus ausgelöst hat, ein paar Worte dazu. Der Einsatz letzten Jahr im Sommer hat gezeigt, welche Mängel und Lücken gesellschaftlich, aber auch in den Institutionen und auch in der Exekutive nach wie vor bestehen. Mängel an Respekt gegenüber der Bedeutung und Sensibilität dieser Gedenkstätte, Lücken im Wissen um die Symbolträchtigkeit dieses Ortes für die kärntner-slowenische Volksgruppe, aber weit auch über politische Lager hinaus, und Lücken im Wissen um die Wichtigkeit der Rolle der Jugend und der antifaschistischen Bildung hier vor Ort. In diesem Sinne vielleicht einer der wichtigsten Ehrengäste zum Schluss noch zu erwähnen, alle Teilnehmerinnen des antifaschistischen Bildungscamps letztes Jahres. Um ein paar der Problemstellen zu benennen, die letzten Jahr an die Oberfläche gedrungen sind. Dementsprechend setzen wir uns als Muzej Berschman, auch Društvo Berschman als Zveza Koroških Partizanov dafür ein, dass weiterhin dieser Polizeieinsatz bis ins Detail aufgeklärt wird, Konsequenzen gezogen. Und auch wir als Museum möchten und nehmen natürlich selbstverständlich dort, wo es möglich ist, und die nötige Verantwortung wahr. Beispielsweise stehen wir in einem konstruktiven Dialog mit der Polizei und entwickeln gerade Weiterbildungskonzepte und setzen Schritte dahingehend um den Berschmannhof hier auch längerfristig rechtlich zu sichern weiterhin. Die Solidarität und Unterstützungswelle, die uns allerdings seit dem letzten Jahr erreicht hat, rührt uns zutiefst und bestärkt uns in unseren Überzeugungen und auch darin, wie wichtig dieser Gedenkort und Lernort hier vor allem ist. Und ein ganz konkretes Ergebnis dieser Unterstützungswelle ist auch, dass wir eine Großspende erhalten haben, mit der wir, manche von Ihnen haben sie vielleicht schon vermisst, die Berschmann Kastscha, die Keusche, ein originalgetreues Gebäude hier gänzlich im originalgetreuen Stil neu errichten können. Und aus all dem bis jetzt, danke an dieser Stelle. Aus all dem bis jetzt Gesagten lässt sich unserer Meinung nach deutlich ablesen, was die Aufgabe von uns, von unseren Vereinen, von dem Museum, von den Menschen, die es beleben, ist, und zwar weitermachen. Weitermachen in der Bemühung, ein würdevolles Gedenken zu ermöglichen, wie heute. Weitermachen in unserer Bildungsarbeit für alle Menschen, vor allem auch für Schüler und Schülerinnen. Weitermachen in der Forschung. Viele von Ihnen wissen, gerade letztes Jahr sind bedeutende Forschungsergebnisse zutage getreten hinsichtlich des Massakers, hinsichtlich des Täterkreises des SS-Polizeiregiments 13. Und ganz besonders wichtig auch zuletzt, weitermachen im Gestalten dieses Ortes als offen, antifaschistisch, gastfreundschaftlich und solidarisch. Vielen herzlichen Dank, Frau Eiler.
Hvala, Markus. Ja, seveda, to je zelo pomembno, da tudi člane antifašističnega kampa zadnjega leta pozdravimo tu in jih naprej bodrimo, da svojo pot nadaljujejo, ki bo tudi se tako izrazila ta pot, da bojo od 1. do 6. septembra poinformiran spet antifašistični kamp. Ne tukaj, temveč na drugem kraju, ker pač tudi infrastruktura dost bolj postavljena. Danes se tukaj spomnimo seveda Peršmanovih ter Hojnikovih žrtev ter vsega skupaj okoli 160 žrtev samo v občini Železna Kapla, kar predstavlja največji delež žrtev prebivalstva v celi Avstriji. Peršmanov poboj je bil najhujši poboj od policistov druge svetovne vojne med koroško-slovenskimi civilisti in prav zaradi tega ima avstrijska policija zaradi dolga leta, skoraj 80 let, nerazčiščenih odnosov do zgodovine po drugi svetovni vojni in mnogo osebnih kontinuitet tja v drugo republiko prav posebno odgovornost. In prav tukaj se je zgodilo, kar se ne bi smelo nikoli zgoditi. Kaj se je zgodilo? Kot vsi veste, je 27.7.2025 pri Peršmanu potekalo policijsko posredovanje, bolje rečeno racija, ki je kot zdaj lahko tudi iz uradnega poročila raziskovalne komisije razberete, bila izvedena večinsko protizakonito in pod pretvezo. Jaz bi rekel, vodje racije so prišli s predsodki. S predsodki proti antifašizmu, s predsodki napram mladini, s predsodki proti tem kraju. Vemo, kako usodni so lahko predsodki, zato pozdravimo predlog komisije, da pridejo bodoče policistke in policisti k Peršmanu se ozaveščati o tem kraju in pomen za koroške Slovence, nasploh ter poglobiti se v pomen v odgovorno delo kot policist. Te resentimenti okrog posredovanja policije na Peršmanu pokažejo jasno, da se poskusi kriminalizacije antifašizma uporablja strateško in stalno na vseh možnih ravneh, po principu čim dlje blatimo in ponavljamo isto laž, enkrat nekaj ostane. Nažalost smo zdaj na zelo kočljivi točki. Prič časa kmalu ne bo več in zdaj je treba prostor spomina, ki se nekako odpira, zapolniti. Tisti, ki ga bo, prej bo oblikoval bodočnost. Zato pozivamo k antifašističnemu konsenzu, ki je bil glavni državotvorni element ob ponovni vzpostavitvi Avstrije po drugi svetovni vojni. Na to je treba Avstrijo opomniti, ter tudi na pozitivni razvoj druge republike, da lahko skupno bodočnost oblikujemo v demokratičnem in v vključujočem smislu. Smrt fašizmu, svoboda vsem. Hvala lepa Nikolaju in Markusu. V programu sedaj nadaljujemo z pozdravnimi besedami županje Občine Železna Kapla. Wir fahren fort mit den Grußworten der Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Eisenkappel Železna Kapla, Frau Lisa Lubnik, prosim. Geschätzte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, spoštovane gospe in gospodje. Ich darf Sie als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach herzlich begrüßen und darf Ihnen zugleich die besten Grüße und die Verbundenheit unseres Landeshauptmannes, Ingenieur Daniel Fellner, überbringen, den ich heute hier auch vertreten darf. Dieser Ort, der wohl wie kaum ein anderer in Kärnten für das Leid, die Grausamkeiten und die Unmenschlichkeit der letzten Tage des Krieges steht, erinnert uns an das schreckliche Verbrechen im April 1945, bei dem 11 Mitglieder der Familien Kogoj und Sadonik, darunter 7 Kinder, Opfer von Hass und Gewalt wurden. Die Folgen dieses Verbrechens reichen bis in die Gegenwart. Die Erinnerung an das Geschehene und die schmerzhaften Erfahrungen werden von den Nachkommen der Opfer bis heute getragen. Das Leid endet nicht mit einer Generation. Es wirkt nach, traumatisiert
prägt Familien und hinterlässt Spuren. Gleichzeitig wissen wir, dass die Ereignisse rund um den Berschmannhof und seine Geschichte in unserer Region bis heute polarisieren. Manches, was bereits überwunden oder zumindest befriedet schien, ist im vergangenen Jahr durch den Polizeieinsatz wieder aufgebrochen. Vermeintlich geschlossene Gräben haben sich erneut geöffnet. Dieses unsensible und unverhältnismäßige Vorgehen hat uns aber auch deutlich gemacht, dass noch viel, und Markus Gönitzer hat es auch bereits gesagt, an Informations- und Aufklärungsarbeit vor uns liegt. Mein besonderer Dank gilt den beiden Vereinen. Mit großem Einsatz bewahrt ihr diese Erinnerung an die Opfer und gestaltet diesen Ort als Lern-, Gedenk- und Erinnerungsort. Ein Besuch hier im Museum ermöglicht es insbesondere auch jungen Menschen, Geschichte zu verstehen, Fragen zu stellen und aus der Vergangenheit Verantwortung für die Zukunft zu entwickeln. Liebe Anwesende, Erinnerungskultur ist kein Blick zurück aus Gewohnheit. Sie ist ein Auftrag für die Gegenwart und eine Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen. Posebno se zahvaljujem društvu Peršman. S velikim prizadevanjem ohranja spomin na žrtve in ta kraj oblikuje kot kraj učenja, spomina in spominske obeležbe. Obisk tega muzeja zlasti mladim omogoča, da razumejo zgodovino, postavljajo vprašanja in iz preteklosti razvijajo odgovornost za prihodnost. Dragi prisotni, kultura spomina ni le pogled v preteklost iz navade, je naloga za sedanjost in obveznost do prihodnjih generacij. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hvala za pozor. Vielen Dank, hvala lepa županja Lisa Lobnik, hvala tudi za dobro sodelovanje v zadnjih mesecih po policijskem posredovanju z občino Železna Kapla. Danke für die Grußworte und danke auch für die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten nach dem Polizeieinsatz. Sedaj prosim na oder spet naše pevke in pevce in med pesmijo, med poslušanjem pesmi prosim naše pomagače in pomagačinje, da boste dali na voljo prevod, nemški prevod govora Andrine Mračnika, se pravi vsem tistim, ki bi radi brali na listu nemški prevod, prosim poslužite se te ponudbe in potem pa prosim pred mikrofon Andrino. Andrina Mračnika je režiserka in scenaristka. Osrednja tema njenih filmov sta zgodovina in prihodnost slovenske narodne skupnosti na Koroškem, ki jo je nazadnje obravnavala v filmu Verschwinden, izginjanje iz leta 2022, ki govori o izginjanju slovenskega jezika na Koroškem. Pa tudi v drugih projektih se bavi s to tematiko, naprimer v filmih Andri 1924 do 1944 iz leta 2002, ali tudi v filmu Der Kärntner spricht Deutsch, Korošec govori nemško, iz leta 2006 in en del tega filma je prikazan tudi v naši razstavi, namreč intervju s potomcem, s preživelim, pravzaprav je potomcem Peršmanove družine tukaj s Cyrilom Sadonikom. Njen najnovejši film pa je projekt, avstrijski projekt, igrani film o mladi koroški partizanki Mili Mariji, ki bo kmalu doživel premiero, tako da se že zelo veselimo. Andrina Mračnika wird jetzt dann nach dem Lied der Vokalgruppe Klika auf die Bühne oder vor das Mikrofon treten. Andrina Mračnika ist Regisseurin und Drehbuchautorin und ein Schwerpunkt ihrer Filme ist die Geschichte und auch die Zukunftsperspektive der slowenischen Volksgruppe in Kärnten-Koroška, welche sie zuletzt beispielsweise im Film Verschwinden, izginjanje im Jahr 2022 behandelt hat.
Sie befasst sich mit diesen Themen aber auch in anderen Projekten, in älteren Projekten, darunter beispielsweise ihr Film Andri 1924 bis 1944 aus dem Jahr 2002 und Der Kärntner spricht Deutsch 2006 erschienen, und ein Teil des Films Der Kärntner spricht Deutsch ist auch in unserer Ausstellung hier zu sehen, ein Interview mit dem Überlebenden Cyril Sadonik, ein sehr ergreifender Ausschnitt. Ihr neuestes Filmprojekt ist ein österreichischer Spielfilm über die junge Kärntner Partisanin Mila Maria und wird bald in den Kinos oder auf hoffentlich sehr breiten, vielen verschiedenen Leinwänden auch erscheinen. Draga Andrina, lepo da si tukaj, najprej prisluhnimo glasbi, potem te pa vabimo pred mikrofon. Povabime na sprehod, pa naj bo deščati sonce povsod. In bodi takšen kot ti, in ne bom predaj se, živeti se mudi. Ja se mudim, Na morje pelji me kdaj, pa naj bo marec, avgust ali maj. Da dita bomo na sen, in naj zažarijo ti iskre oči. iskre oči, Saj življenje je je prekratko, vzemi čas in daj zamimo mogoče jutri. Bo prepozno že, saj življenje je prekratko, vzemi čas in daj zamimo mogoče jutri. Bo prepozno že. Povabi me v gori, pokaži mi vse skritke stvari. Poljub na boku mi daj, vdihni globoko in deva nazaj. Deva nazaj, In nič narobe ne bo, če me na kavo povabiš domov. Povej, da prideš na svoj, naj zopet začutim, da rad si s menoj. rad sem s teboj, Saj življenje je je prekratko, vzemi čas in daj zamimo mogoče jutri. Bo prepozno že, saj življenje je prekratko, vzemi čas in daj zamimo mogoče jutri. Bo prepozno že, saj življenje je prekratko, vzemi čas in daj zamimo mogoče jutri. Bo prepozno že, saj življenje je prekratko, vzemi čas in daj zamimo mogoče jutri. Bo prepozno, bo prepozno, bo prepozno že. Dobar dan, guten Tag. Eva, hvala za predstavitev. Jaz bi sam rada dodala, da novi film Mila Maria je koprodukcija med Avstrijo, Slovenijo in Grčijo. Liebe Eva, danke für die Vorstellung meiner Person. Ich wollte nur hinzufügen, der neue Spielfilm Mila Maria ist eine Koproduktion zwischen Österreich, Slowenien und Griechenland. Also keine rein österreichische Produktion. Ja. Hvala organizatorjem današnje proslave za vabilo k govoru. Letošnja spominska proslava je zaznamovana s policijsko akcijo, policijskim napadom, ki se je tu zgodil lani in je mnoge od nas močno prizadel, prestrašil in šokiral, nekatere pa tudi retraumatiziral. Jaz osebno sem s tem krajem in s tem muzejem najbolj povezana prek Ančija in Cyrila Sadonik.
ki sta tu spomladi 1945 kot otroka preživela masakr 13. SS-regimenta. Ančijo in Cirila sem spoznala leta 2004, ko sem tu snemala dokumentarni film Der Kärntner spricht Deutsch, Korošec govori nemško. S Cirilom sem posnela tudi zelo pretresljiv intervju, ki je postal pomemben del tega filma. Ciril je tedaj šel z mano po domačiji, okoli hiše in skozi hišo, ter mi pokazal, kdo je bil kje umorjen. Tu na dvorišču tudi njegova mama Katarina Sadovnik, prestreljena kot rešeto. Pokazal mi je, kje so se otroci skrili, v kuhinji, pod klopjo, kjer so jih vojaki SS našli in streljali vanje. Majhen otrok, dojenček, ki je bil pri Ančiji v naročju, je bil umorjen. Anči je bila težko ranjena, Ciril pa ni bil zadet. Kasneje, ko so se morilci umaknili, je Anči pomagal pri begu. Tedaj je Anči šele opazila, da je bila ranjena. Njene roki sta bili večkrat prestreljeni. To, kar se je tukaj zgodilo, je tako neizmerno grozno. In živeti naprej s tem, kar se je zgodilo, je zahtevalo ogromno moči. Živeti naprej z izgubo cele družine, vsega, kar ti je blizu, znano, ljubo in dragoceno, pomeni biti vržen v popolnoma drug svet. Sam ali sama s travmo, za katero tedaj ni bilo besed. Nihče ni spraševal, kako je bilo, kako je še. Zagotovo zato, ker je bilo vse to tako neizmerno boleče. Ljudje niso imeli besed in so se verjetno takih pogovorov tudi enostavno bali. Zagotovo pa tudi zaradi politične klime v Avstriji. Po letu 1945, ki se je hitro spet obrnila proti žrtvam nacizma in ni stala ne na strani žrtev, ne na strani tistih, ki so se borili proti nacizmu in za svobodno Avstrijo. Zato mislim, da bi bilo lepo, če bi se tukaj lahko predvsem spominjali družin Sadovnik in Kogoj, njihovih mrtvih in tistih, ki so preživeli in morali živeti s tem, kar se je zgodilo. S tem nočem reči, da se tu ne bi spomnili osvobodilnega boja koroških partizank in partizanov. Ta boj je bila reakcija na prepoved jezika, na deportacije in na nasilje nacionalsocialistov. Ta boj je močno doprinesel k osvoboditvi vseh Avstrijcev in Avstrijk in k vzpostavitvi Demokratične republike Avstrije. In prav zaradi tega menim, kot sem že večkrat rekla v intervjujih in tudi v govorih, da bi moral biti poleg tukajšnjega muzeja tudi stalni muzej antifašističnega upora na Koroškem v Celovcu, sredi mesta, za vse viden in za vse dostopen. To bi se spodobilo za deželo, ki ima jasen odnos do fašizma in do antifašizma. Kar je pa lepo in razveseljivo je, da je vmes postal deželni muzej Koroške, Kärntner Landesmuseum, kraj, kjer se razstave ukvarjajo prav s temi temami, zgodovino koroških Slovencev in Slovenk, ter zgodovino pregona in upora. V razstavi Hinšavn, poglejmo, so se kuratorji ukvarjali tudi s spominsko kulturo na Koroškem. Citiram kuratorje iz knjige, ki je izšla po razstavi. Potreba po spominjanju je odziv na nejasnost, na dolgotrajno in pogosto odklanjanje odgovornosti z zamegljevanjem ter zmanjševanjem pomena. Omalovaževanje tovrstnega množičnega političnega nasilja
ki je temeljilo na nacionalizmu, rasizmu in antisemitizmu, je bilo v gospodarski in politični krizi tistega časa propagirano kot legitimno, kot obramba in zaščita lastnih življenjskih interesov. Ta drža se v koroški in tudi v avstrijski javnosti žal ohranja do danes. Policijska akcija pri Peršmanu je žal boleč dokaz za to. Dokler stalnega muzeja v Celovcu ali tudi v Beljaku ni, ostaja ta muzej tu v gorah nad Železno kapljo, edini muzej, ki se ukvarja z zgodovino koroških Slovenk in Slovencev ter z njihovim uporom. Da je ta muzej postal pod neverjetnimi pretvezami tarča obsežne policijske akcije, je iz mnogih razlogov pretresljivo. Ko je moj tedaj 6-letni sin slišal, da je policija napadla mlade aktivistke in aktiviste tu v muzeju, mu je bilo najbolj nerazumljivo, da je to storila policija. Učil se je, da nas policija naj bi ščitila in skrbela za varnost. In to velja za nas vse, ne le za otroke. Vsi hočemo verjeti, da živimo v deželi, v kateri policija in uradne ustanove ščitijo naše osnovne pravice in jih ne napadajo samovoljno in po mili volji. Policijska akcija je mnoge koroške Slovence in Slovenke spomnila na čas, ko so takratni predstavniki države brez vsakega predhodnega svarila pregnali stotere družine iz njihovih domov. Seveda tokrat niso deportirali nikogar. Toda, če ne moreš zaupati, da te policija in ustanove lastne države ščitijo, če te celo napadajo, potem to vodi v strah in v to, da se v lastni državi ne počutiš varnega. In domnevam, da je bil to celo namen te akcije, povzročiti strah in širiti ustrahovanje. Ustrahovati vse, ki se zoperstavljajo fašizmu in desnemu ekstremizmu. In tudi, če je težko in se glede na svetovne razmere včasih zdi nesmiselno, ne smemo nikoli izgubiti poguma, da se jasno in če je treba tudi glasno zoperstavimo fašizmu in nacionalizmu. In jasno moramo stati na strani žrtev, na strani vseh žrtev fašizma in diktatur. Rada bi končala s Cirilovimi besedami. To ostane večen spomin. To ni samo za en dan ali en mesec, to je za več rodov. Hvala. Povabim Vojkota Hobiča pred mikrofon, ki bo nam recitiral eno pesmico Vinka Möderndorfa. Hvala lepa za povabilo. V imenu Vsesplošnega združenja partizanov Italije, ANPI iz Čedada in pa seveda v imenu borčkov vseh organizacij Gornjega Posočja vam prinašam tople pozdrave. Namesto govora pa naj govori pesem, kot je že povedal Vinko Möderndorf, je napisal eno čudovito pesem, kateri je dal naslov Treba je vedeti. Treba je vedeti, da so velike odločitve stvar velikih ljudi. Treba je vedeti, da je težko zatajiti življenje, se posloviti od želja, mladosti, ljubic in postaviti na kocko najdragocenejše, najlepše.
Treba je vedeti in ne pozabiti, da so odločitve, da človek težko premaguje svojo lastno sebičnost, sebičnost udobja, sebičnost edinega življenja. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so nekateri zmrzovali pod smrekami, žrli koreninice in s svojimi telesi greli puškine cevi. Treba je vedeti, da so nekateri drugi metali karte v toplih kasarnah, se ovijali v volnene šale, ko so odhajali na svoje krvoločne pohode, za tujce, za Boga in zoper brate. Treba je vedeti, da je izdajstvo najbolj zavrženo, najbolj na dnu, v najbolj zadnjem krogu in da ga ne zaceli noben čas. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so odločitve in da je težko dati življenje za tako abstraktno stvar, kot je domovina, država, narod. In da so to nekateri storili brez pomišljanja, z odprtim srcem. Treba je vedeti, to je treba vedeti in nikoli pozabiti. Najlepša hvala, Andrina Mračnika, za tvoj govor. Res, po mojem, si nam vsem govorila iz srca. Hvala tudi za spontano recitacijo pesmice gospodu Hobiču. Vielen Dank an Andrina Mračnika für diese wirklich sehr ergreifende Rede. Ich denke, sie hat uns allen aus dem Herzen gesprochen. Danke auch für den spontanen Auftritt, für das spontane Rezital des Gedichts von Winko Möderndorfer. Winko Möderndorfer ist 1920 nach der Volksabstimmung nach Slowenien oder ins damalige Jugoslawien geflüchtet und hat dort mitunter den Klub der Kärntner Sloweninnen in Slowenien gegründet. Sedaj pa, da bomo lahko se malo tudi še spomnili teh besed, vabim spet glasbo na oder, potem pa nadaljujemo z drugim slavnostnim oziroma spominskim govorom. Diese Worte jetzt auch ein bisschen sacken zu lassen, kommt jetzt ein musikalischer Beitrag, bevor wir dann im Programm weitergehen mit der zweiten Gedenkrede von unseren Gästen aus der Schweiz. Bomo še pozdravili praporščaka ob odidu od prizorišča, prosim. Sweet
Mešano staro trpljenje, ki si angel varuh moj, da bi čuval me nocoj in pomagal mi skozi hude čase. Ki si angel varuh moj, ki si angel varuh moj, da bi čuval me nocoj, da bi vrnil bilo mi v življenje. Ki si angel varuh moj, ki si angel, angel varuh moj, da bi čuval me nocoj in pomagal mi skozi hude čase. Ki si angel varuh moj, ki si angel varuh moj, da bi čuval me nocoj, da bi vrnil bilo mi v življenje. Ki si angel varuh moj. Najlepša hvala našim pevcem in pevkam. Sedaj pa z velikim veseljem najavim, pozdravljam naša dva gosta iz Švice. To sta gospod Stefan Keller in gospod Kaspar Surba, predstavnika fundacije Paula Grüningerja. Za njihov današnji obisk gre posebna zahvala tudi Tini Leiš, ustanoviteljici društva Peršman, ki je sama tudi članica fundacije Paula Grüningerja in je dala pobudo za današnje srečanje in ga omogočila. Stefan Keller, ki bo danes imel govor, je zgodovinar in pisatelj. Njegovo delo Grüningers Fall velja za temeljno knjigo o življenju in delovanju Paula Grüningerja. Knjiga je na voljo tudi na knjižni mizi v knjižni polici po prireditvi. Kaspar Surba, ki ga je spremljal tudi sem na Koroško, pa je novinar in urednik švicarskega tednika Wochenzeitung. Današnji govor, kot rečeno, bo imel Stefan Keller in govor bo v nemškem jeziku, tako da vsi, ki morda ne razumete nemščine, prosim, da si vzamete list. Na voljo je slovenski prevod na Listu. Wir freuen uns sehr, heute unsere Gäste Stefan Keller und Kaspar Surba als Vertreter der Grüninger Stiftung begrüßen zu dürfen. Über die Geschichte Paul Grüningers werden wir in der Rede von Stefan Keller mehr erfahren, deswegen werde ich nicht allzu viel vorwegnehmen. Vielleicht nur das, die Paul Grüninger Stiftung ist eben eine Schweizer Stiftung, die sich vor allem für die Erinnerungskultur in der Schweiz einsetzt und vor allem auch für die Verantwortung eben der Schweizerinnen und Schweizer in der Geschichte des Nationalsozialismus. Sie befasst sich mit erinnerungskulturellen und erinnerungspolitischen Themen und heute wird uns Stefan Keller eben auch mehr über die Geschichte Paul Grüningers erzählen. Ihren heutigen Besuch verdanken wir Tina Leisch, der Gründerin des Društvoverein Peršman. Sie ist ebenfalls Mitglied der Grüninger Stiftung und hat dieses Treffen heute hier initiiert und ermöglicht. An dieser Stelle ein herzliches Danke an Tina und für alle jene, die morgen in Klagenfurt sein werden. Auch morgen findet eine Veranstaltung statt. Um 19 Uhr im Musilhaus wird eine Diskussionsrunde organisiert mit den beiden Vertretern der Grüninger Stiftung zum Thema bzw. zur Frage Zivilcourage in Uniform. Wir haben ein Fragezeichen ans Ende dieses Titels gesetzt und werden das morgen im Musilhaus
diskutieren. Za vse tiste, ki boste jutri v Celovcu, vas na tem mestu že vabim tudi predstavnika Paul Grüninger fundacije bosta jutri tudi na prireditvi, ki jo organiziramo v Musilovi hiši, in sicer ob 19. uri bo tam diskusija in pogovor skupnosti Nolejš na vprašanje, oziroma ja, lahko rečemo, da je vprašanje, ker smo postavili na konec tudi vprašaj, civilna kuraža, se pravi državljanski pogum v uniformi, in bo to moderirana diskusija, moderiran pogovor s predavanjem. Stefan Keller wird die Gedenkrede halten. Er ist Historiker und Schriftsteller und mit seinem Werk Grüningers Fall hat er das Standardwerk über das Leben und Wirken von Paul Grüninger verfasst. Das Buch liegt auch am Büchertisch nach der Veranstaltung, nach der Gedenkfeier auf und kann dort auch erworben werden. Kaspar Surber hat ihn begleitet. Er ist Journalist und Redakteur der Schweizer Wochenzeitung. Und die heutige Rede, wie gesagt, wird Stefan Keller halten. In diesem Sinne jetzt herzliche Einladung vors Mikrofon. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen zuallererst hier auf dem Perschmannhof die Grüße, die Solidarität und den Respekt der Paul-Grüninger-Stiftung in St. Gallen übermitteln. Wenn man von Paul Grüninger erzählt, der Flüchtlinge gerettet hat, dann muss man immer auch über die Flüchtlinge sprechen, die von ihm gerettet wurden. Ich hatte das große Privileg, noch mehrere Dutzend jüdische Flüchtlinge aus Österreich persönlich kennenzulernen, die dank Paul Grüninger und anderen Helfern oder Helferinnen im Kanton St. Gallen, also in der Schweiz, aufgenommen wurden und deshalb am Leben blieben. Sie wohnten, als ich sie befragte, in aller Welt, in Europa, Nord- und Südamerika, in Israel. Sie waren Zeitzeugen für meine Recherchen und wurden Zeugen im Prozess zur Rehabilitierung von Paul Grüninger. Mittlerweile sind wohl alle diese Überlebenden hochbetagt gestorben. Die meisten haben aber Kinder und Enkel hinterlassen. Über Grüninger habe ich, wie Sie gehört haben, ein Buch geschrieben, das 1993 erschien. 1995 wurde Grüninger vom Bezirksgericht St. Gallen aufgrund unserer historischen, juristischen und politischen Arbeit rehabilitiert. Ich möchte Ihnen kurz berichten, wer Grüninger gewesen ist und was er konkret getan hat. Paul Grüninger war von Beruf Primarlehrer, wurde Mitte der 1920er Jahre Polizeikommandant des Kantons St. Gallen, also der höchste Polizist in diesem Schweizer Kanton. Er gehörte der bürgerlich-freisinnigen Partei an. Ab 1930 hatte er in Regierungsrat Valentin Kehl einen sozialdemokratischen Vorgesetzten. Grüningers wichtigste Leidenschaft war der Fußball. Zweimal präsidierte er den St. Galler Fußballclub SC Brühl, mit dem er auch Schweizer Meister wurde. Ansonsten blieb er ein unauffälliger, pflichtbewusster Beamter und Staatsbürger, ein eher ruhiger, aber leutseliger Mann, wie manche sagen, ein sorgender Familienvater. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und des Austrofaschismus in Österreich veränderte sich die Lage an der Ostschweizer Grenze in den 1930er Jahren radikal. Waren es zuvor vor allem Staatenlose und Vertriebene aus dem Ersten Weltkrieg, die an dieser Grenze hin und her geschoben wurden, so kamen jetzt plötzlich politische Flüchtlinge über Rhein und Bodensee. Verfolgte Gewerkschafter, Kommunisten, Sozialdemokraten, auch Spanien-Freiwillige, europäische Linke und Demokraten, die auf republikanischer Seite im Spanischen Bürgerkrieg mitkämpfen wollten. Der Transfer von Spanienkämpfern war in der Schweiz wie in den umliegenden Ländern verboten. Um ihn zu ermöglichen, entstanden erste Schlepperorganisationen. Im März 1938 ließ sich Österreich von Deutschland erobern.
Sofort setzten vor allem in Wien gewaltige Pogrome ein. Juden und Jüdinnen wurden totgeschlagen oder verhaftet und nur unter der Bedingung freigelassen, dass sie in kürzester Zeit, in 24 Stunden, das Land verließen. Viele Familien schickten zuerst die am stärksten bedrohten erwachsenen oder halbwüchsigen Söhne, danach die Töchter ins Ausland. Für die Eltern, die selber zögerten, war es am Ende dann oft zu spät. An der Schweizer Grenze hatten Flüchtlinge in jenen Wochen weniger die Deutschen als die schweizerische Grenzwache zu fürchten. Die Deutschen wollten die Juden und Jüdinnen ja loswerden und die Schweizer wollten sie nicht übernehmen. In eidgenössischen Amtsstuben sprach man von der Gefahr einer Verjudung des Landes. Man führte eine Visumspflicht für Österreicherinnen und Österreicher ein. Die Erteilung eines Schweizer Visums wurde von der Vorlage eines Arier-Ausweises abhängig gemacht. Juden erhielten als potenzielle Flüchtlinge grundsätzlich kein Visum. Ein halbes Jahr später, als die Deutschen die österreichischen Pässe durch deutsche Reichspässe ersetzten, vereinbarten die Schweiz und das Dritte Reich in zähen Verhandlungen den bekannten und berüchtigten Judenstempel, um fliehende Juden von nicht-jüdischen deutschen Touristen und Geschäftsleuten unterscheiden zu können. Alle Juden des nationalsozialistischen Machtbereichs erhielten ab Herbst 1938 einen J-Stempel in dem Pass. Auf Pässe mit J-Stempel gab es in der Schweiz keine Einreiseerlaubnis. Längst kamen die jüdischen Flüchtlinge jedoch illegal ins Land. Sie überschritten den Rhein mit Hilfe von Schleppern, professionellen Schmugglern oder politischen Aktivisten aus der Zeit des Transfers der Spanienkämpfer, welche die geheimen Wege bereits kannten. Sogenannte Einfallstore für jüdische Flüchtlinge waren zu dieser Zeit vor allem die rechtsrheinischen Gebiete der Schweiz, bei Hohenems-Diepoldsau, im St. Galler Rheintal, bei Schaffhausen und bei Basel. Die jüdischen Organisationen der Schweiz wurden von der Eidgenossenschaft gezwungen, sämtliche Kosten für jüdische Flüchtlinge zu übernehmen. Der Chef der eidgenössischen Polizeiabteilung, Heinrich Rothmund, protestierte in Bern mit großem Ernst, wie er schrieb, gegen das Einschleusen von Juden mit Hilfe der Wiener Polizei. Man könne die Juden in der Schweiz ebenso wenig brauchen wie in Deutschland, sagte der höchste Schweizer Polizeibeamte. Im August 1938 hatte der Bundesrat die Grenze für Juden ausnahmslos gesperrt und befohlen, sämtliche illegal einreisenden Flüchtlinge abzuweisen. In dieser Situation also, Spätsommer, Herbst und Winter 1938-39, hätte Paul Grüninger als Polizeikommandant des Kantons St. Gallen die Flüchtlinge zurückweisen müssen. Dass er dies nicht tat oder nur selten, hat ihn im Frühjahr 1939 seine Stelle gekostet. Es hat ihn wirtschaftlich ruiniert, er wurde gerichtlich verurteilt und es macht ihn bis heute zu einem stets aktuellen politischen Thema. Statt die Flüchtlinge zu ihren Verfolgern zurückzubringen, hat Grüninger die Befehle aus Bern ignoriert und weitere Flüchtlinge im Kanton St. Gallen aufgenommen. Er hat die Fälle der illegal Einreisenden einzeln geprüft und die Leute nicht zurückgewiesen. Er hat in einigen Fällen sogar Briefe mit Einreiseerlaubnis ins Reich geschickt, etwa nach Dachau, um Juden aus dem Konzentrationslager zu befreien. Vor allem aber hat er die Leute toleriert, die ohne sein Zutun über die Grenze kamen. Er wusste, was ihnen sonst passieren konnte. Er sprach mit ihnen und brachte es nicht übers Herz, sie der Gestapo, der SS und dem Nazimob auszuliefern. Als die Sache ruchbar wurde, man konnte in einer ländlichen Schweizer Region nicht immer mehr Flüchtlinge beherbergen, ohne dass es auffiel. Als die Sache ruchbar wurde, ließ Paul Grüninger die Einreisedaten der Jüdinnen und Juden auf die Zeit vor der Grenzsperre zurückdatieren. Er ließ sie auf längere Zeiträume verteilen und manipulieren. Wenn ein Flüchtling weiterreisen konnte, etwa nach Frankreich oder nach Amerika, dann vergab er die
werdende Aktennummer an einen neuen Flüchtling, benützte sie also mehrmals, sodass wir heute gar nicht mehr ermitteln können, wie viele Jüdinnen und Juden dank Grüninger tatsächlich überlebten. Manche sprechen von insgesamt 3000 Menschen. Zweifellos waren es mehrere hundert bis einige tausend, aber dank der manipulierten Akten gibt es keine Belege dafür. Im Frühjahr 1939 wurde Grüninger abgesetzt und fristlos entlassen. Sein Vorgesetzter Valentin Kehl, der zumindest teilweise von Grüningers Taten gewusst haben muss, ließ ihn fallen. In Bern drängte die Fremdenpolizei darauf, die Lücke an der Grenze zu schließen und an dem ungehorsamen Polizeikommandanten ein Exempel zu statuieren, das auch für andere Beamte und widerborstige Regierungsräte einzelner Grenzkantone eine Warnung sein sollte. Nach einem langen und quälenden Verfahren, es gab wilde und gezielt gestreute Gerüchte über angebliche Untaten des St. Galler Landjägerhauptmanns, über Korruption und über Frauenbeziehungen, es gibt solche Gerüchte bis heute, wurde Paul Grüninger im Herbst 1940 wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht stellte dabei fest, dass Grüningers Taten ihren Grund einzig und allein in dem, Zitat, objektiv rechtswidrigen, aber subjektiv menschlich verständlichen und entschuldbaren Einreisenlassen Flüchtiger hatten. Und dass der Hauptmann, ich zitiere erneut, keinerlei persönlichen Vorteil für sich beabsichtigte noch erhielt. Grüninger war damals 49 Jahre alt. Er hatte seine Stelle als Spitzenbeamter, die Dienstwohnung, die Pension und durch die Gerüchtemacherei auch den guten Ruf verloren. Er war tief gestürzt und fand keine Stelle mehr. Die St. Galler Regierung verhinderte beispielsweise, dass er wieder als Lehrer arbeiten konnte. Seine Tochter musste ihre Ausbildung abbrechen, um die Familie zu ernähren. Grüninger lebte bis ans Ende seiner Tage von Gelegenheitsjobs als armer Mann. Kommen wir noch kurz auf die Rehabilitierung zu sprechen. Es vergingen rund 30 Jahre, bis sich in der Öffentlichkeit zum ersten Mal jemand für den abgesetzten und verfemten Polizeihauptmann einsetzte. Und es waren ab 1968 6 oder 7 einzelne Vorstöße nötig, eine lange öffentliche Kampagne, eine historische Untersuchung, sehr viele politische Verhandlungen und noch mehr juristische Arbeit, bis der Regierungsrat 1993 zuerst die politische Rehabilitierung, das Bezirksgericht St. Gallen, dann 1995 eine juristische Rehabilitierung und schließlich der Regierungsrat 1998 eine materielle Wiedergutmachung beschloss. Die Details dieser in aller Offenheit geführten Rehabilitierungskampagne können Sie im Nachwort zu meinem Buch nachlesen. Mit dem Geld der Wiedergutmachung finanzierten die Nachkommen Grüningers die Paul-Grüninger-Stiftung, deren Stiftungsrat Tina, Kaspar und ich angehören, neben anderen. Lassen Sie mich zum Schluss aber eine Frage vorwegnehmen, die mir regelmäßig gestellt wird. Warum hat Paul Grüninger das getan? Warum hat ein Polizeikommandant seine Karriere geopfert, Befehle und Bestimmungen ignoriert, Urkunden gefälscht, um Menschen zu retten? Ich kann diese Frage nämlich nicht beantworten. Ich kann nur zurückfragen, warum haben andere das nicht getan? Warum konnte der Polizeikommandant des benachbarten Grenzkantons Thurgau, auch er ein sorgender Familienvater und freisinniger Staatsbürger, sich öffentlich damit brüsten, dass er keine Juden aufnehme, keinen einzigen, selbst noch als rundum in Europa die Juden nicht mehr bloß systematisch verfolgt und vertrieben, sondern systematisch ausgerottet wurden. Selbst noch am Tag, als die US Army im Westen die Schweizer Grenze erreichte, im August 1944, wurden bei Konstanz jüdische Flüchtlinge aus der Schweiz den Nazis übergeben. Wie brachten die Beamten es fertig, derart menschenfeindlich zu handeln und, im Wissen um die Folgen, viele 10.000 Leute ins Verderben zu schicken? Wie konnten zum Beispiel die Grenzwächter im waadtländischen Dorf Lagür an der Schweizer Westgrenze im Herbst 1943 zu einem Zeitpunkt, als der Krieg bereits entschieden war
und dass man in Bern schon die Verbrennungskapazitäten der Krematorien von Auschwitz kannte. Den 16-jährigen Berliner Josef Spring und seine belgischen Cousins Henri und Silver Hennenberg als Gefangene an die Gestapo ausliefern, sie als Juden denunzieren und damit ihr Todesurteil fällen. Josef Spring, der als einziger von den 3 Burschen mit unglaublichem Glück überlebte, der 90er Jahre zurück in die Schweiz, um mit unserer Hilfe, mit der Hilfe des St. Galler Rechtsanwalts und Politiker Paul Rechsteiner und mir, die Schweiz zu verklagen und wenigstens symbolisch Gerechtigkeit zu verlangen für seine Auslieferung an die Henker. Und wie konnte das Schweizerische Bundesgericht in diesem Wiedergutmachungsfall Josef Spring gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft auch ein halbes Jahrhundert später, im Januar 2000, nicht anerkennen, dass solche Taten keineswegs legal, sondern Verbrechen gegen die Menschheit waren? Paul Grüninger wurde zwar nach langen Kämpfen rehabilitiert, aber Josef Spring hat den Prozess gegen die Schweiz verloren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stefan Keller, für diese Rede, für Ihren Beitrag und danke auch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Paul-Grüninger-Stiftung hat im vergangenen Jahr nach dem Inzident hier beim Berschmannhof auch eine Protestnote ausgesendet, eine Solidaritätsbekundung, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben, dass hier auch dieser internationale Zusammenhalt offenbar funktioniert hat. Hvala lepa Štefanu Kellerju za njegov govor in hvala tudi Paul Grüninger fundaciji, ki je lani po policijski akciji tukaj pri Beršmanu tudi izdala protestno noto, se pravi protestno izjavo in solidarnostno izjavo, se pravi, da internacionalno sodelovanje in internacionalna solidarnost je lani bila zelo obširna in potrebna in pomembna. Prispeli smo na konec. S tem smo že tudi prispeli na konec letošnje spominske slovesnosti, ki je bila programsko nekoliko krajša, ampak mislim, da smo si sedaj res že vsi se veselimo sedaj ohladitve oziroma tudi prigrizka na drugi strani domačije. Preden se poslovimo, bi se rada še zahvalila pri nekaterih, ki so omogočili ta današnji potek oziroma poslavo. Najprej bi se zahvalila vsem govornikom, govornicam današnjega popoldneva, predvsem Andrini Mračnika in Štefanu Kellerju ter Kasparju Surbarju. Zahvalila bi se tudi vokalni skupini Klika pod vodstvom Judith Pavlič. Še eno pesem nam bodo zapeli za zaključek. Zahvalila bi se tudi vsem pomagačim, pomagačinjam. Res je ogromno ljudi, ki delajo za in pred kulisami. Zahvalila bi se na tem mestu predvsem slovenskemu posvetnemu društvu Zarja, letos pod vodstvom Marije Ošina, ki skrbi za pijačo in jedačo potem na drugi strani in to že vrsto let in vsako leto se lahko zanesemo na to sodelovanje, kar je res zelo pomembno in zelo lepo. Prav tako se lahko vedno, vsako leto zanesemo na tehniko, ki je res vedno pravzaprav tukaj brezhibna, brez problemov. Robert Kauer nam vedno pomaga, če je treba in se mu na tem mestu res izredno zahvalimo za njegov prispevek danes.
Zahvaljujem se tudi vsem obiskovalcem, vam vsem, ki ste prišli, kot rečeno, res cenimo, da ste se odzvali v povabilu, čeprav da je res neizmerno vroče bilo danes, ampak mislim, da smo dobro prestali prireditev in ostanite še z nami naprej in se še družimo na drugi strani domačije, tako kot vsako leto, saj tudi to, in to je po mojem Markus tudi uvodoma povedal, je pravzaprav ta kultura pri Peršmanu, kultura gostoljubnosti, enostavno povezovanja in da tudi ob spominjanju ostane tudi čas za druženje in čas, da se enostavno poveselimo in se imamo lepo. Sedaj pa vabim na oder oziroma tukaj še pred publiko zadnjič vokalno skupino Klika in se vam zahvaljujem. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen heute, bei allen Helfer und Helferinnen. Ich werde die Liste jetzt nicht noch einmal wiederholen, aber wirklich danke an alle, die teilgenommen haben, die beigetragen haben und danke für diesen Nachmittag. Bleiben Sie noch mit uns. Auf der anderen Seite des Hauses geht es dann weiter, quasi mit dem geselligen Teil der Veranstaltung, organisiert vom slowenischen Kulturverein Zarja. Kaj vam, gospa Olga Foglauer, pomeni srečanje pri Peršmanu?
kot potomko partizanke mi je tako spominjanje vedno spet nova, mi daje moč, da lahko nadaljujemo naše delo, da nadaljujemo s tem, da spominjamo in iz spomina črpamo moč za naše delo. In to druženje nas koroških Slovenk in Slovencev v taki obliki je tudi zaradi tega pomembno, ker vključujemo mlade in z mladimi imamo možnost, da dajemo to našo dediščino naprej. To se mi zdi, da zelo dobro uspeva tukaj na Južnem Koroškem. Hvala lepa. Hvala vam. Peršmanova domačija je eno od svetih mest, ki nas zdaj povezuje, druži, hkrati pa spominja v svetu in v zgodovini, kaj je bilo prav in kaj je narobe. Čestitke vsem udeležencem prireditve, še posebej pa mladim in medijem, ki ohranjajo spomin, da se ta tragedija in pa razmislek, ki je do nje privedel, nikdar in nikoli več ne ponovi. Mesto tudi prijateljstva, združevanja ljudi z ene strani in druge strani meje in naj tako ostane. Nam take prireditve, kot so danes bile, oziroma ki jih imamo seveda tradicionalno vsako leto, nam veliko pomenijo že zaradi tega, ne samo zaradi obujanja spominja in spet se ozavešča cele zgodovine, temveč tudi se povezati z ljudmi, tudi spet nove skupine interesentov pridobiti. Vidimo, kako danes na primer, da pridejo interesenti iz Švice, z Avstrije, z Nemčije, tudi seveda iz Slovenije in tu je silno pomembno, da je tu čez meje nosimo to izročilo, ta tudi skupni upor, ki smo ga tukaj Slovenci tako zmagovito in slavno pridobili na koncu 45 in velik del Evrope in sveta to ne ve in tudi zaradi tega je treba tu naprej nositi, da se oni tudi ozaveščajo, v kakšnih neizmernih oziroma težavnih situacijah se lahko upor organizira in tudi uspešen upor, ker mislim, da na civilno-družbeni ravni je treba tu spet vzbuditi. Sedaj, ko se je ravno končala svečana prireditev na domačiji pri Peršmanu, me preveva zadovoljstvo in ponos, da smo zopet udejanili obljubo, ki smo jo dali generaciji naših internirank in internirancev z obeh strani Karavank, ki so del svojega življenja, predvsem svoje mladosti, preživeli v hudi bedi in pomankanju, v hudem terorju, kjer se je smrt zatrudila do smrti, zaradi njihovih dejanj tovarištva, junaštva in domoljubja, ki so ga udejanjali, so preživeli grozote taborišč in ohranili slovenstvo in slovenski rod. Neizmerno smo ponosni na njih. Stkali so pomemben kamenček v mozaiku slovenske državnosti. Ko se je generacija taboriščnikov začela poslavljati, smo na našem vsakoletnem srečanju internirank in internirancev, političnih zapornic, ukradenih otrok, izgnancev, njihovih svojcev in prijateljev, mlajša generacija obljubila, da bomo z enako vnemo, enakim žarom in ponosom ohranjali spomin in opominjali, da se grozote, ki so jih preživeli naši starši, nikoli več ne ponovijo. In ta prireditev me navdaja z ponosom, saj s tem obujanjem spomina na grozote fašizma in nacizma počnemo ravno to, da ozaveščamo slovensko in širšo javnost o teh grozotah in da se te grozote nikoli več ne ponovi. Iz Slovenije je prispelo na Peršmanovo kmetijo več kot 50 ljudi. Poln avtobus in kombi, skupaj 57 udeležencev, pa če bi imeli prostor, bi bilo nas še več, se je na najbolj vroč poletni dan, kljub res neznosni vročini, podalo na pot, za kar sem jim neizmerno hvaležen. Poskrbeli smo za vso potrebno preventivo, da se bomo živi in zdravi vrnili domov, polni vtisov in spominov, predvsem pa ponosa, da se z slovenskimi Korošci stkejo tiste pristne človeške, prijateljske vezi, ki so se stkale nekoč v taboriščih in se stkejo tudi danes, da jim olajšamo te asimilacijske težnje avstrijskega naroda
proti slovenski manjšini. In seveda so ljudje, naj poudarjava, prispeli iz najbolj vročega konca Slovenije. Tako, polovica avtobusa je iz Gorice in okolice, polovica iz Ljubljane, tako da smo res celoten odbor slovenski zbrali prave privržence, predstavnike, ki smo srčno in ponosno šli obujati spomin in podpreti našo slovensko manjšino pri njihovih prizadevanjih, da ohranijo slovenski jezik in slovenski narod.